Guten Morgen, Kind alle. Ik heet jullie alle hartelijk welkom zu diesem Gottesdienst. En es ist hier weten dat wir an Sonntagsmorgens haben wir in der Serie sind von der Boypredigt. Und wir waren da like aardige tijd bij zijn. En mal sehen, was wir da können von lernen. Weil wir als tags uns noch weiter frisch diese Wort von Matthäus 4, Vers 1 bis 12 überlesen. Und da waren wir von der und diesen dritten Punkt von dieser Boypredigt durch eine Rite nehmen. So, lehrt ihr mit in der Bibel Matthäus 4, Vers 1 bis 12, weil wir uns das überlesen. Als Jesus all diese Menschen sah, kijkt hij ab den Boy, ging hij ab den Boy ab und sah sich dool. Und seine Jünger sammeln sich am. Und hij fängt an te leren en zegt, zalig zijn die hem juist arm zijn, wens am die het himmelrijk. Zalig zijn die treurig zijn, wens am zal je troost worden. Zalig zijn die sanftmoedig zijn, wens zij zullen de wereld erven. Zalig zijn die een Hunger en Durst naar Gerechtigkeit haben, weil sie sollen satt worden. Selig sind die mit anderen Mitleid haben, mit dem, was Gott Mitleid haben. Selig sind die ein reines Hart haben, weil die sollen Gott sein. Selig sind die durch Frieden merken, die wollen Gott seine Kinder genannt worden. Selig sind die um Gerechtigkeit wollen verfolgt worden, weil das Himmelreich ist Erd. Selig sind die, wenn die Menschen am Mintholven alle übergehend schalen, jent verfallen und allerhand schlechtet nur reden, wann das nicht so ist. Fred jent und sieht Hegsfrau, da wird jent im Himmel gut belohnt worden. Weil es geduld so haben, sei die Propheten verfolgt, die vergehend werden. So, von der an in diesen Tags, von der Boypredigt, sind wir bei den dritten Punkt von der Seiligpreisung angekommen. Und das ist, seilig sind die sanftmütig sind. Sanftmütig, was kommt uns im Gedanken an? Was meint das, sanftmütig sein? Oder was meint das? Einmal würde ich sagen, die sind naht, die sind naht, die sind nicht hart gegen anderen. Und alles das wird im Teil stimmen. Aber das kriegt, was wir von dir uns wollen besäumen. Ich habe bloß den einen Punkt von dir. Seilig sind die, die sanftmütig sind. Weil wir wieder angehen, weil wir mit Gebet anfangen, weil wir zwei Dinge uns besäumen. Was ist nicht sanftmütig und was ist sanftmütig? Das ist, was wir uns von dir wollen besäumen. So, wenn ihr mal mit dem Gebet, lassen wir gedacht davor, wir kommen verdienen. Wir danken dir für diese Morgenstunde, die uns gegeben hast. Und wir danken dir uns besonders für deine große Genut, was die über uns kommen lässt. In himmlischer Vater musst du nicht nur luten damit, uns begenodigen. Mocht dat die gefallen, bis einfach mal wissen, wie gnädig du bist. In himmlischer Vater, du dank wir dir für. Und Herr, musst du uns ganz besonders Genut geben und Verständnis geben, die Wort diesen Smars zu verstehen, dass wir dann checken, was das meint und was das nicht meint. Und musst du unsere Harten aufmerken, musst du alle Wege, wo das euer Hart wird, musst du auch offene Harten schenken und macht dein Wort geehrt und gelobt worden in Jesus' Namen. Amen. So, das Wort sanftmütig existiert auf Englisch, wird das gesagt, meek. Meekness. Und was meint das? Was meint das sanftmütig sein? Weil das erste Mal, wir merken, meek ist nicht weak. Das ist nicht schwach. Das sanftmütig sein, das ist nicht schwach sein. Das ist nicht von was hier reden. Ich glaube, dass das Leiner das letzte Mal sieht, sie hat vielleicht einmal gesagt, doch, meek sein, dass wir ein bisschen schlappet Karre, was sich da alle Wege Leute mit so Hand und drei fledern. Das ist nicht, was das meint. Das ist nicht, was das meint. Eine schwache Person, die ist selbst nicht überzeugt, dass sie schwach ist. Eine schwache Person, die ist nicht überzeugt,
Evasion, eine schwache Person, das was schwach ist. Aber eine sanftmütige Person, der fehlt das auch nicht. Der ist stark in Christus, der hat Vertrauen auf Christus, und der ist voll Liebe. Wenn das voll Liebe, wird all die Angst, wo all die Angst einfach verschwindet, wenn wir kicken ab, wer Jesus ist, wir kicken ab, wo stark da ist, und wenn wir uns auf den verlassen, dass all die Angst, was in uns Leben ankommt, actually verschwindet. Ich will ein bisschen ein Beispiel geben. Elisa zijn Dina, dat gaat eens maar eens uit, en dan zit hij dat de ganze stad als belauert. En zo hij is vol varg. Hij is zeer benoemd met varg. En zo hij aan zijn meester Elisa zei, we zijn ganz belauert, deze ganze stad als met herdensoldaten belauert, en deze Dina als zeer afwel. En dan beet Elisa, en dan zegt de Herr, merkt deze de Augen op. En wat passiert dan? Dan zag Elisa zijn Dina, wat er nog wird. En dan zag Elisa zijn Dina, de ganze omgeving, die wir voll vier was. En wat we würden daar einmal uitholen, würden all diese Armee, wat entbelauern, die würden alle te nichts gegangen sein. En dan verjingt deze Dina zijn Varg ganz. Wens hij zag, du wir wat geradet, als wat hij zich vergrühlen deed. Dat is wat we hier zijn. Dat abkijken wer Christus is, dat vertrouwen op den Herrn, merkt ons dat de varg verschwindet. Wens we zijn den als stark, dat is meek, dat is sanftmütig. Zum sanftmütig zijn, is dat ganz klar für uns. Lass mich das mal ein bisschen mal auf Englisch lesen. To be meek is to be powerful in the spirit, in the spiritual things, and willing to follow the Lord's will in all things and in all times. Sanftmütig sein ist, dass wir unter Gott seine Kraft kommen und dass wir von denen gelehrt werden, dat hij ons onder controle heeft. Dat we in den Sinne Kontrolle zijn. We zijn niet onder onze eigen Kontrolle. We zijn in den Sinne Kontrolle. En andere weer, dat is Kraft onder Kontrolle. Manchmal wird we, dat wordt Meeknis han ganz arg verstaan. Dat wordt sanftmütig ganz arg verstaan. Wir würden das vielleicht so verstehen, dass ich gerade sehe. Wir sind ein schlappet Kara, was nicht, wir haben keine Macht, wir lassen uns bis von den Wind haben und drehen werden. No, das ist nicht, was das meint. Sanftmütig sein, das meint, dass die Kraft, was Gott an sich gegeben hat, ist unter Kontrolle, der kann sich beherrschen, der bearbeitet sich. En andere weer, dat ik dat hier geschreven ha, being in submission under our master like a horse that has been meeked. Wer van jullie kent Piet? Wer van jullie kent met Tieren omgaan, aber ganz besonders met Piet? En wanneer we zijn, dat is een market Piet. De vrouw wat we ons dan stallen maken, wie dat Piet mag, als dat geboren wird. En dan moet dat later, wanneer dat eerst een jaar lang wird, dan moet dat gebruiken, en dan moet dat maakgemerkt. So, dat moet maakgemerkt, en dat moet onder den Lehrer, onder den een seine Kontrolle komen. Dat Piet moet dat leren, dat hij één zich niet zelfs. Dat Piet moet dat leren, dat du als een meester over mij, en die heeft de controle over mij, en die controleert mij. Also, en dat Piet, als niet voort mag, dat Piet dat fest dat geen aan, dat Piet dat bak, wanneer ze dat wel een riet merken, dat bak en dat wil zich niet onder de meester zijn controle komen laten. Maar we weten dat een Piet eendamer, den glaubt je een Piet ruht. Wer wirklich gelehrt hat, wer wirklich ein Pietmeister ist, der hat euch Angst vor welche Piet. Der lehrt der merkt die mag, aber der braucht die auch.
Und so in Piet, was ich einmal gebrochen ist, oder einmal mag gemerkt ist, von du wieder, weiß dort, was der Meister, was er für den Meister zu tun hat, und was der Meister meint, wenn ich an diese Linie riet, oder wenn ich an die andere Linie riet, dann weiß er, was er meint. Und das Piet weiß auch, wenn der Meister ab der Piet ist, und der hat noch mit den Speckers, was hängen an den Watershaft und jetzt so am Pans noch, dann weiß er auch, was er meint das dran. So, das Piet, das ist ganz in den Meister seine Kontrolle. So, wat die Frau, die ich gestellt habe, was ist das sanftmütig sein? Weil sanftmütig ist Charakter, wie unter den Meister seine Kontrolle sein. Der hat die Linie in der Hand und der hat uns unter seine Kontrolle. Das ist, was meint sanftmütig sein. Eine sanftmütige Person, das ist ganz und gar abhängig von Gott, von dort Gott uns dat Gott uns beschützen dat, dat er uns leiden dat und dat er sorgen dat für uns. Und Piet sagt nicht, nicht für sich selbst und dat beschützt sich auch nicht mal selbst, es ist aufhängig, dass der Meister dort wird beschützen. Da lass mich das mal auf Englisch lesen. A meek person totally depends on God's for protection, guidance and provision. Eine sanftmütige Person, die ist 100% aufhängig von seinem Meister, dass der wird beschützen, dass der wird leiden und dass der wird versorgen. Dass der wird versorgen. Das ist eine Person, was wir würden sagen, das ist sanftmütig. Und so sage ich also, was meint das aber nicht sanftmütig sein? Und das kriegt das. So ist ein schlappet Kara, was sich bis laat Hahnen treiben, was du keine Kraft hast. Und eine sanftmütige Person ist auch nicht so eine, was du rannt und verstärkt sich in eine Ark irgendwo. Like, der sieht bis in den Stich zu kommen. Eine sanftmütige Person ist nicht der eine Person, die mit sich ran und verstärken verfolgt. Warum? Wegen der Person, der hat einen Meister, wo du stark ist. Der hat einen Meister, wo du beschützen kannst. Der hat einen Meister, wo du über alles sorgen hat, was alles in seiner Macht hat. Eine Person, die in Gott seine Kontrolle ist, der darf sich nicht sorgen. Und ich weiß dort, dat is niet uitgenomen, dat blijft eenmaal niet uit, dat eine Person, wenn der auch ganz in Gott seine Kontrolle ist, dass Gott das nicht tollaat, dass der vielleicht einen Tag leiden, der kann Verfolgung leiden, das ist da alle mit bei. Aber in der Verfolgung ist es noch so, dass Gott hat die volle Kontrolle. In der Verfolgung, wenn wir würden verfolgt werden, dass danach, dass Gott die volle Kontrolle hat und der wird uns nicht alle Leute verfolgt worden, als wir verdrehen können, als heute toll hat. Das heißt, er hat die volle Kontrolle darüber. Und wer überzeugt ist, dass ich sie ganz 100% in Gott seine Kontrolle, ich übergebe den dort, was heute toll hat an mich. Dort ist Sanftmut. Ich weiß, dass wir haben hier noch viele Schriftstellen, wo wir wollen von der nicht kicken. Und welche Schriftstellen wollen sich vielleicht nicht so sehr, du noch hier, das leuchtet mal alle bis ganz 100% von ut. Aber ich glaube, wenn wir das in Kontext nehmen, dann wird uns das doch anfangen zu merken. Warum muss Psalm 37, Vers 11 gehen? Psalm 37, Vers 11. Wie sagt es dit? Aber die damit geworden dat Land oven en zich te de grote vrede vrijen. Die damit worden dat Land oven. Dat is wat Psalm 37 vers 11 zei. En die worden zich te deze grote vrede vrijen. Maar ik wil gleich, wenn wir den Psalm ein klein bisschen wieder lesen, und wenn wir teruggehen bei Vers 1 und dann doen wir wieder lesen, muss sein, was du damit meint, wenn ich das sage. Ein von David seine Psalm, euer die nicht über die Beuse, und sie die nicht aufgänzlich über die Arrecht tun. So, wenn wir Gott seine Kinder sind,
dann wo wir vielmals uns sein, das sitzt so hier bei ihr, haben die Gottlose so viel Glück, die kommen mit alles durch. Und die gehen bis wieder, und er beusen sind wieder, und das sitzt, die haben bis Glück. Und er war nicht hier, er sagt, sieh euch aufgänzlich über dich. Sie nicht aufgänzlich über dich. Warum? Wenn wir kicken, was Hebräer 12 sagt, wenn er die nicht strufen dat und sagt ihnen, dass er dort bei alle dat, dann bist du ein bittereierlicher, dann bist du ein bittereierlicher Kind. Also du bist gleich einer von den Singen. Der hat gleich einen Führer. Und er sagt, du wegen sieht euch aufgänzlich über dich. Freddy, Leute, dort die einen Führer hast, wo die nicht so laut will dran als gerne. Das wird er hier wel sein, das würde uns hier wel nachbringen. Er sagt, euer die nicht über die Beuse. Und sie die nicht aufgänzlich über die Arrecht tun. Weil die worden so aus das grüne Gras verdrehen. Die blieben gleich so dort. Da wird nie so sehr euer sein sit in der Welt, da wird nie so sehr hochsteht in der Welt, dort wird gleich so dort bleiben. Da wird alle verdrehen. Er sagt, vertrau den Herrn in der Gaudet. Dann wirst du im Land wohnen und sicher sein. Hab deine Friede am Herrn, der wird dir geben, was dein Hort sich wünscht. Hab deine Friede am Herrn, der wird dir geben, was dein Hort sich wünscht. Weil das ist, wenn wir das in den Kontext reinnehmen, was die Schreiber hier will schreiben, das können sehr gefährliche Dinge sein. Wenn mein Hort nicht geändert ist, und Gott gibt mir, was mein Hort mir wünscht, dann sehe ich im Trouble. So, wir müssen das verstehen, zu wem redet hier. Das redet ein Gotteskind. Das redet ein Sohn, der wird unser Gott sein. Der wird in Gott seine Kontrolle sein. Und was wünscht uns Hort uns, wenn wir nicht Hort haben? Wenn uns Hort geändert ist, wenn das stillende Hort ist, bei uns werden Dritt genommen, uns ist ein Fleisch nicht Hort gegeben, und uns ist nie ein Janke gegeben, was wünschen wir uns dann? Das ist von was hier redet. Und er sagt, hab den Friede an den Herrn. Wenn das ist, was er sagt. Der wird dir geben, was ihn hat, die wünscht. Das heißt, wenn du den Friede am Herrn hast, wird er dir geben, was dir die wünscht. Hier ist es auch so. Wer du nicht seine Friede am Herrn hast, wird Gott das auch geben, was er sich wünscht. Der wird sich auch geben. Römer 1 sagt klar damit. Wenn Paulus geschrieben hat, dass sie keine Entschuldigung haben, Gott hat ihnen alles weiten lassen. Sie kennen Gott, sie wollten Gott oder Gott jaft. Aber sie haben ihm nicht geirrt aus Gott, und sie haben ihm nicht gedankt, sie haben sich in ihr Denken mit verkehrten Gedanken aufgegeben, und das dort ja das wieder, sie haben lieber Dinge gedeutet, und es steht, was die Dinge gemerkt haben. Und dann sagt er, du wegen hast Gott an Hand gegeben in der Unreinigkeit, wo er sie im Horten gelassen hat. So, wenn wir sagen, wir haben unsere Frieden nicht um Herrn, wir haben unsere Frieden und uns selbst und unsere Fleischeslass oder irgendwas in der Schrift, wir dann sagen, Gott wird dir geben, was ihn Hort sich wünscht, weil dann gibt mir ein Grüssel durch, wenn dort die Käse will sein von uns. Aber für uns, wenn wir die Friede um Herrn haben, dann haben wir auch eine Last an den Herrn. Dann haben wir eine Last und einen Janker an den. So ist ein Piet, wenn dort ist eingebandigt ist, dort ist Markt gemerkt ist, dann dort Piet hat eine Last an seinen Eindämmer. Dort Piet, in wirklich Markt Piet, ich weiß nicht, wie das mal gesehen haben, wo dort Camp entgegengerannt, wenn es der Meister, der hat so viel an sich, was auf mit dem Piet. Der erstmal dort taub, der Rest wieten breit mit dort Rahmen, das war der Piet schon. Der Piet hat eine Last an den Meister. Wenn es dort Piet hat, also gut gehört durch diesen Meister. So ist Gott zu uns. Aber wir würden mal sagen, wir haben mal in ein von den Botschaften gehört, oder wir das in der Bibel stehen, ich hatte ein bisschen vergessen, wenn wir reden von, wie wir ohne Sinn versklavt, wie wir in der Sklav sind, wie wir in der Sinn Sklav.
Ons hart weer verskloeft ons in. En we deuten ook, wat ons hart gelasten deut. En Gott, als wir uns selbst nicht halten können, sagt Römer 6, starb Christus für uns gottlose gerechte Zeit. Dat wir zien hier da. Hij reit ons eruit. Hij weet wat dit deut. Dat hij ons eruit bracht. En hij mögt ons te zien is geloof. Hij bahnt ons aan. Hij merkt ons so te zijn. Hij brengt ons onder zijn Joch. En wat dat hat, wanneer hij ons onder zijn Joch gebracht heeft, zal we in zijn Joch, hij ons absegnen deut en hij ons onder zijn Joch brengen deut, no wie soll nicht naar dat wir Gott wat sich absegnen. Der kriegt es in Piet nicht segnen, der in den Meister, wer einmal soll bandig mehr. Dus geen Piet wat den Meister segnet, wenn's der Rand von den Meister war. Dat Piet macht die gerät. En dat macht vastgenomen, dat macht door eigenbandigt. En namelijk is eigenbandigt erst en heeft dat Piet in de anderen zijn den Meister gegenüber. Dan is dat zo'n ding, wanneer Piet wirklich eigenbandig is, wirklich marktgemerkt ist, dann soll wir dort, dann darf das Piet gleich mal gegriffen. Dann kann wir bis dort rauben, aber da wir bis dort in Hack wo gehen, und dann kommt das auch an, und wir können dort einen Turm absagen, das lässt sich dort alle gefallen, das lehrt all actually do noch. Wenn's de sein, wie das Piet ist geändert. Du hast was, das ist unter einen anderen seine Kontrolle gekommen. So sei wir dort, wie von der Sinn sind losgekommen, wie von der Sklaverei von der Sinn sind wir losgekommen, wenn Gott hat uns unter ein anderes Joch gebracht, und nu ist das nicht so, dass Gott uns nicht mit Gewalt und mit Holen, wenn es hat uns Sinn geändert, dass wir nicht wollen bleiben, wenn es das Ding ist, uns ärgert, dass es, was wir wissen, so was wir mit einer Erholung können. Bloß andenken, drei in den Sinn angehen, wo Gott uns hat von Ritt geraten. Dort ist einfach, dort einem seine Knirkes, oder einem seine ganze Bannerstoffe krallt sich und ärgert dafür, ich mochte bloß nicht mal an denken. Dort ist, was passiert, wenn wir Gott seine Kinder waren, dort wir einfach, wir haben einen Ärger an, dort wir nicht mehr wollen. So sehr wie, wenn er sagt, säulich sind die, die sanftmütig sind, woran, wir sind sozusagen eigenbandig worden, und wir denken nicht an, dass wir überhaupt wollen trägen. Erstmals, bist du an denken, dass wir sollen vielleicht einen Tag trägen, du kriegst eine Angst, was ich bis nicht wollen. Ich will nicht wollen trägen, die Person, die wirklich sanftmütig ist, das ist nicht abhängig von Gott. Das ist nicht abhängig von Gott, die weiß, dass er abhängig ist, und die will auch abhängig sein von Gott. Er sagt hier in der 5. Vers, in Psalm 37, Vers 5, er sagt, jeft die den Herrn han und verlot die ab am, in dein Wort dort Gott merken. Jeft die den Herrn han und verlot die ab am, in dein Wort dort Gott merken. Das ist eine sanftmütige Person, die verlässt sich auf den Herrn, und der weiß, dass Gott wird dort Gott merken. Ich kann das nicht selbst Gott merken, ich kann nicht selbst dort nicht mit mir Gott merken, nicht mit anderen Menschen, der wird dort Gott merken. Und wird deine Gerechtigkeit für den Tag bringen, so aus das Licht, in dein Reich, so aus dem Mittag sein. Sie ruhig im Herrn, sagte hier war der 7. Vers. Sie ruhig im Herrn und lüge geduldig nur an. Sanftmütig sein, dass als geduldig lüren, was Gott hat ja, was er versprochen hat. Und euer die nicht, wann andere in ihre Wege gleich haben, oder über da ihre böse Plan durchführen. Euer die euch über da und sie den nicht aufgänstig. Wenn andere, wenn's was wir machen klar haben und was wir klar haben, wenn wir wahre geboren sind als Charakter, ich kann anderen Meister als da. Da hat ein Meister, was glücklich ist, da hat ein Meister, was nicht nur Raum geben, oder da hat ein Meister, was actually ein Verdorber ist. Wir haben einen Meister, der meint das gut mit uns. Und wenn sie das gut meint mit uns, dann sorgt er dafür, dass wir nicht, das soll die tun, was Jana, die bringen sich selbst in Verdorben an, wenn die Glück haben, mit dort Böse, was sie sich übergeteilt haben. So, wenn wir Gott als Meister haben, über uns Leben, dann ist das dann irgendwie uns, und dann sagt er uns einen Turm ab, und dann hat er die Linie in der Hand, und der sagt uns sogar,
so ein Turm ab, habe ich doch mal gesehen, wo sie im Piet dann so ein Turm absaten, aber da darf je nach so ein Schild mit sie die Uhren. Was tun die? Wer kann Piet? Dat haben die doet dat het Piet gleich soll wieten breit alle wegen ran, dat het nicht soll distracted worden. Dat die nicht soll abgerecht worden von Dingen, wat hier irgendwo bezieht angehen. No, de meeste heeft het Piet, die wordt al zijn wo han. Dat Piet kon gleich alle wegen handje in kijken wat er nog verwezen. En dan de Entscheidung nehmen, wo dat han wil. No, de meeste die neemt de Entscheidung. En toen zat hij in zijn toom op en de blinders, wat hij, dat het Pietbus, die kijksbus naar ver. Dat is hoe die handje is. Wings, wo die hand wings is, dat darfst du niet meer even grabbelen. Dat wordt God op. Dit is krijgt, wo die, met wat we die mensen de leer ganz weglarschen doen, wanneer die zo zeggen, wij afmalen, die moeten een Entscheidung nemen, wanneer die was een exit nemen, die moeten een Entscheidung nemen, als die was links en rechts draaien. Laat me hinter zijn dat dat de meester. De meester neemt de Entscheidung voor je, wo je zal ronddraaien, wo je zal gaan. Dat is de meester zijn arbeid. En die wordt zich ook ontjammeren. Dat is waarom dat zegt, zie ruhig. Zie ruhig in den Herrn en leun geduldig nu aan. Want de meester ons verlengen weggeleiden dat. En we würden sagen, naja, weet is hier niet mal irgendwo wird gaan met erop te draaien. No, zeg ik, zie je dullig. Zie je dullig. Die wordt al zijn wanneer het is. De meester weet het beter. En oje die niet over de andere weg. En oje die niet van andere en ere weg gelijk hebben. Of over die beide plan sterk vieren. Want en toen met Piet. Je verlengt weggaat. En dus een hakkerval willen Piet. Te dit Piet wordt dat gezegd van, no, laat dit toch. Dat is een willen Piet. Die had niet mooi meester. Die zijn gleich zo beleerd als du. Die had niet zo'n goede meester als du. Kan maar die weg aan die. En dan zat de Herr de blinders op. Die kijkt niet mooi naar die. Krijg zo als dat voor ons. God die leidt ons. En die houdt ons de blinders voor, dat we goed in de wereld rondkijken en wo dat alle draaien dat. En dat we doordat distracted worden, dat we doordat van den weg afgereden worden. Ziet niet boezig en wordt niet dal, ooit niet, wils dat merkt den Schuden bloos geraten. So, wenn wir uns das merken, met de wille aanbeleerde Piet, en we gaan een paar schwaar doen met, ik word mijn trouble bus geraten meer. No, laat het toch. Laat het toch. Dat is op te den meester, dat is op te die, dat is op te den meester, als dat je een dag wel bandig merkt naar niet. No, mijn arbeid is, den meester, die wat mij gekauft heeft, die wat mij beleerd heeft, den te geval. Die wordt voor alles zorgen. Hij zegt, weet de beide worden uitgeroet. En wie würden mal sagen, wenn wir das nicht wollen mit Piet vergleichen, dort ja Piet-Former, die dann Piet abfeiten zum Schlachten. Nicht in die Brücken, nicht im Fahren für Hahn mit dir, nicht niemand in die Bahn nicht mehr. No, das sind bloß für das Fleisch. In so ein Piet, wenn das Piet nicht denken können, wenn das Piet nicht reden können, und der reichste Meister durch in der Umgehend, der eint das Piet nicht, und das Piet, der wird den reichsten Meister führen, die fährt nicht verlängern in Pietsform, wo sie Schlagpiet abfeiten. Und das Piet, das wird sich nicht beschäftigen mit Grünzen über Jahre Piet. Die kann du los und hock sein und ich muss hier verlängern die Gas vor, ich muss mein Meister führen und Jahre, die kann du bis wild rumrennen. Wenn das Piet so denken wird, dann sagt dort, da wird er sich Schuden bis geraten mehr. Wo würde ich das noch sagen? Das wird eine Dummheit sein, wenn du das also gut hast, als es werden kann, die bist bestimmt in den Meister dein. Die bist in Piet, wohnt der Meister Brücken, der in der ganz schmackste Städten fahren. Die bist dort Piet, wer den Präsident von das Land führen das. Und wo immer die Hand kommst, du wirst abgenommen und du wirst das große Ehe für die. Wegen den Meister, wem die führst. Oder wegen den Meister, wer die kontrolliert.
En die we staan naar de slagpiet kijken. Dat we niet om het zijn, niet? Zo we recht denken doen. Sanftmütig zijn en wie unser Gott in Kontrolle zijn, dan is dat niet onze arbeid en ons sorry merken over die, wat we niet willen van God. Ja, zullen we dat evangelium predigen, ganz goed. Dat is onze opgave. Dat zal we ernstig doen. En God wordt werken, maar wat ik zeggen wil is dit, dat we niet zo willen zijn als Jana. Dat we liever, die würden diesen Mensch brengen, kijk mal. Weil je ook zo'n meester haben als dit. Nicht wollen so sein als Jana, lieber, je doet anders gezond zijn. Dat ons Ziel, dat onze Ursache lieber wird so sein, dat we wollen jaren zijn dat Jana nicht geschlagen worden, dat die lieber een meester kriegen. Dat die lieber een meester komen, wat een krijgt Kontrolle dat als mij. Hij zegt, wees de beide worden uitgeroet. Aber die wordt reich nem Herrn leren, worden dat loont oven. Dat wordt niet meer lang duren, zegt hij. Dan worden de Gottlosen niet meer zijn. En wanneer du naar ihren plaats zitten wordt, wirst du am nicht vinden. Dit wirklich lang, zoals dit zijn. Wanneer het nu opsteigt, niet nog, wie worden veracht en verspot, wie worden nog in, wanneer we wieder worden verlängert, de Beipredigt komen, wo Jezus zegt, wanneer Jezus zelf zegt, selig zijn die in Gerechtigkeit willen verfolgt worden, wenn sie himmelreich erzählt. Wenn die verfolgt worden, wenn die noch Verfolgung leiden, das wird nicht immer so dort zu bleiben, sagt er hier. Das wird nicht lang dauern. Da werden die Gottlosen nicht mehr sein. Da wird das alle sein. Da werden die Weißen. Du wirst kein Verfolger mehr sein. Und wo das wirklich ist, sanftmütig sein, das sei wie noch einmal war in Matthäus 11. Wo das wirklich ist, sanftmütig sein, das meint, dass wir, das ich erwähnt habe, ich kann das nicht so nicht sagen, das ist, dass wir unter Christus in Kontrolle sind. Dass wir unter den sind Joch sind. Matthäus 11, Vers 28, Vers 30. Kommt alle naar mij, die je onder zware lasten gaan en bedreigt en meid zijn, en ik wil je drie geven. Kommt alle naar mij, zegt hij. Wer alle? Kommt alle naar mij, die je onder zware lasten gaan. Onder zware lasten. Zegt dat, die zal naar hem komen, die wordt ganz okay zijn met zelfs. Der wird keine schwere Los sperren kann, der wird ganz gläubig sein, ganz okay, das ist ganz okay mit Ernt. Sagt die sollen ankommen? No. Sollen deine ankommen, was in sehr hohen Salz wird haben? No. Der sagt, der wird unter schwere Lasten gehen. Und wer sind dort? Dort sind die, was du sagst, mal eigen waren, ich sehe im Trouble. Der wird dat zijn eigen worden, ik zie unja zin. Der wird dat zijn eigen worden, met recht is de zin. Der wird dat zijn eigen worden, ik wil God hier en alle leven, maar ik heb geen kracht toe. Der wordt, ik zie best beluden met welke ik alle wegen kom. Zegt dat. Kom alle naar mij, dat je unja zware lasten gaan en bedreigt en meid zijn. En ik wil je teruggeven. Wanneer het zegt bedreigt en meid zijn, dit zijn mensen die hebben zich al schier meid geschaft, zij willen God doen. Zij würden mal jaren zoveel beter en die kennen best niet. Die meinten dat ik kan niet. Zegt, dat komt mal naar mij. Leg je mijn dag op en leert van mij wils. Ik zie sanftmütig en van harten daarmee en die worden rufen voor jullie zeggen. Wat wil hij ons hier met dit zeggen? Komt mal Jezus. Je hebt zo geproefd en je hebt je ganz uitgebracht met je kracht, God doen, en je komt bis immer karten. Kom mal Jezus, en laat je van de, wanneer zeg, neem op je, laat je mijn dag op. Dat moet je on Jezus laten ontspannen. Zoals we reden, je doet van Piet, die wordt opgetuimd. Aber wie würden das mit einem Joch vergleichen können? Ein Joch, das ist so, was die Rahmen die Neck ist. Und dann die Jahre, wer die den Joch auf abgelachen, der wird die Linien auf, die hat die in der Kontrolle.
Der meint, der lassen sich leiden von da, wer das Joch in der Kontrolle hat. Er sagt, das ist, was er meint. Lass ihn mein Joch ab und lehrt von mir. Lass ihn mein Joch ab. En andere wird, lass ihn von Jesus Kontrolle. En die worden de rufing voor jullie zijn. Wat wordt dit zijn? Ik geef mal op. Ik geef mal op met zelfsprobe. Ik geef op dat ik geloof ik kan. Ik geef op. En ik kan niks. Jezus zelf zei dat al. Ohne mij kan je niks doen. En dan zeg ik, die worden de rufing voor jullie zijn. Daar word ik eenmaal relaxed zijn. Daar word ik eenmaal dat morgen, wow. Dat wie je niet nervous echt. Dat wie je nervous echt wat een storm wird wat te doen. Nu van God dat deed, die heeft de controle, die heeft de lijn in de hand. Dat is zo leeg. Die neemt de entscheidung, die verzorgt, die beschützt. Dit is God wat dat deed. En ik heb al die zorgen, waar wil ik dat maar recht nog doen, waar wil ik dat maar überhaupt kan. Die zorgen die zijn op mijn weg, wens God dat nu van weer reich. Die viert van nu weer. Hij zegt, wens mijn joch direct niet in mijn los als leeg. Like, ik merk dat leeg verjunt. Wat wil ik damit zeggen? Ik doe dat verjunt. Ik doe dat verjunt. Dit wat eerlijk van junt gefordert wordt zijn, dat je perfect werden van geboorte, but je sterven deuten, dat je perfect zullen God leven met alles wat je haben. En je zijn dat, wo zou je zo hart je komen? Dat je zullen je nächsten zo goed zijn als jezelf, en je komt alle wegen hart, dit dat je zullen moralisch perfect zijn, dit dat je zullen, like, ik heb me een beetje het ingebouwd. En wer van ons kan zeggen dat hij van klein aan alle je houdt? Er wer van ons moet zeggen, ik heb door miserabelig gefühlt. Ik heb miserabelig gefühlt in al dat. En ik heb vielleicht niet mal eine Sekunde in mijn leven dat je houden, zoals ik had zult. En ik wil me door zo zeggen, door onja. En dan komt de goede nodig in mijn leven na, dat evangelium. Jezus, dat je. Dat heeft het je doen. Dat heeft het rein alle je doen. Dat heeft het 100% perfect geveld in den zijn gerechtigheid wat mij niet uitgesproken en in hemel wat mij niet zo uitgekijkt, zoals van ik dat perfect gehouden heb. Zo wat mij niet uitgekijkt. Wens ik hier niet mezelf, dat als Christus, die weer voor mij aanstaat, die heeft niet de controle over mij. Dan zeg ik dat. Mijn joch trekt niet in mijn los als leeg. En hij zegt ook, en die worden een rufing voor je zuil. Die worden een rufing. Je wordt dat leeg worden. Wenn ze nu op einmal hastig wordt dat vertrouwen van jezelf mal verschwingen. Wenn ze geen vertrouwen wordt 100% op Christus zijn. En in jedes Mal, wenn wir kommen und besein uns war frisch, dat wir waren an Kart gekommen, ich habe Rufing von unserer Säule, wenn es dort erst 100% heu, was noch war ansteht. Hij sagt, Johannes sagt es dit. Wenn wir unsere Sinnen bekennen, dann ist er trüen gerecht und verjaft uns da. Hij sagt, dit schrieb ich jünt. Wenn du wer sinnen soll, dann habe Jesus Christus der Unsinn erst und der steht an für uns. Dit is wat Jezus meint. Je wordt een rufing voor je zuilen. Je wordt dat op eenmaal maken. Wauw. Dat zie wat mijn perfect zijn. Dat als Christus zijn perfect zijn. En die heeft de controle over. Die heeft mij niet wat je geeft. Die regeert mij nu. Die heeft de lijn in de hand. Mijn zorgen, waar God ik dat niet merken kan, zijn actually mal zo zeer verschwunden. Meint dat we worden helemaal niet dan nu bezorgd zijn, als wir im Glauben sind. Meint dat wir wollen helemaal nicht besorgt sein, als einer haben fast im Glauben. Ja, das wird alle kommen. Und das soll auch. Das ist gesund, wenn uns das dort ist. Wenn uns inzwischen an die Besorgnis du ankommt, sie ich noch einmal am Glauben, sie ich noch einmal bei Christus, die Sorgen, die kommen, aber die fehlen uns. Die Sorgen, die fehlen uns, wenn die tun uns immer wieder frisch abfrischen, dass wir uns immer wieder frisch in Jesus, uns vertrauen in den Sachen. Warum? Wenn wir meinen, dass wir allein, wie kann ich. En du wen groot,
kommen die Tiden mank in ons Leben, wo wir einfach, wenn wir uns untersehen tun, dann müssen wir uns Messkrieg fragen, sie ich überhaupt nicht Christ. Das ist wirklich. Und jeder Christ, mit wem die reden, der hat diesen Tiden, der wird die durchgeht und der fragt sich bei mir, sie ich überhaupt nicht Christ. Like, so leicht ist ich das nehmen. So kort ist ich kommen. Und ich studiere die Bibel und ich sage das, was ich soll sein und ich sehe das nicht. Und dann habe ich immer weiter den Trost. Jesus steht da an. Jesus steht da an, da hat die Kontrolle über. Da gibt es Leute, die das Angst gehen. Da gibt es Leute, die das Angst raufkommen, dass die, waarvan du ung bent in de haling kosten herkeren, Christus is dat. Dat wil mij helpen. Wens den zijn joch is dat. Niet dat ik aan den zijn joch tragen. Dat is einzige Mal, wo wir das al gehört haben, die das gründlich verdrehen. Dat ze hier, wie tragen an Jesus sein joch? No, wir tragen nicht an das joch. Hij tragt uns mit sein joch. Hij ist dat, wo uns in seine Kontrolle hält. Wat is het über wenn wir würden sagen, wir würden das ganz arg verstehen. Weil wir mal kicken in Jesaja 28. Jesaja 28, Vers 9. Hij sagt, die Lehrer sind so kingerig geworden, als einer was gerot gehen lehrt. Wir können die nach wem was lehren. Wir können die was uitleihen. Hier redet von, der wird nicht unter Christus sein Joch sein, der wird nicht unter Gott seine Lehrung sein, der wird glauben, sie kennen selbst. Er sagt, die Lehrer sind so kingerig geworden, als einer, was gerot gehen lehrt. Sie sagen uitwendig ab, was sie selbst nicht verstehen, und sagen immer wahrer fair, was sie selbst nicht nur kommen. Hier war ein kleines bisschen anholen. Wenn wir würden kicken in die mennonitische Kultur, besonders an die traditionelle, der wird noch immer mit diesen falschen Trost sein, sie holen und noch einmal so das gelehrt haben. Und sie würden diese Schriftstellen, die wir von der uitleihen, soll sein, die sanftmütig sein. Und die vergleichen das reinfuß mit einer falschen Damit. Mit einer falschen Damit. Wenn ich mich so und so herhalten kann, wenn ich mein Gesicht so und so verstellen kann, und wenn mir das so und so fromm uitsetzt von Büten, das wird sie würden, das wo sie das würden handeln. Das wird sanftmütig sein. Und sie sind so ja weit uit. Sie sind so weit uit. Das kann man bis nicht mal dich bei. Wenn es der Hand eine ganz arge Ursache, sagt sie sagen uitwendig ab, was sie selbst nicht verstehen. Und das wird für mich aus einer Wordung rausgehen, für all die, was das hier und da. Ich weiß, dass hier sind nicht so eine Stadt Bern, aber der wird dann online hier und da. Sie sagen uitwendig was ab, was sie selbst nicht verstehen. Als uns das fragen, mangt die mennonitische Kultur, mangt die mennonitische, wenn du noch mal wat wordt van de schrift gelezen en die willen dat doorheen nach een plot iets uitleihen. Maakt wir dat niet dat die niet mal verstehen, wat ze de Jeruts gelezen haben. Dat is kracht van wat het hier reden deed. Hij zegt, in zijn immer wahrer fair, wat ze zelfs niet nu komen. Ze zeggen fair, wat ze zelfs niet nu komen. Dat is als van dat in eine fremde Sprache oder dort in ein unverständlich wird es, wenn der Herr den Menschen sagt. So als er versprochen hat. So, wie sagen das hier? Wenn wir hier mal den 12. Vers, Jesaja 28 Vers 6. Die gute Versprechungen, was Gott uns gab, sagt er, ich zie begint alle dag bij de Welt eng. Ik hou je trouw, ik hou je stand op aan den dag waar Jezus Christus kwam. Gott, zijn 1. Korinther 1 Vers 8.
Oder Philippa 1 Vers 6, oder Philippa 2 Vers 13, oder Hebräer 12 Vers 2. Und so kann ich mehr und mehr abnehmen, die Versprechungen, was Christus uns gibt, der versichert uns das ewige Leben, wenn es heute uns sicher, aber an den Tag, das sind Versprechungen, was Gott uns klar in der Bibel gibt. Und dann sagt er, dort ist es, wenn dort in eine fremde spricht, oder dort in ein unverständliches Wort ist, wenn der Herr die Menschen sagt. Dort ist es, wenn dort nicht zu verstehen geht, nu sag ich mal, hör mal, was der 12. Vers sagt. So als hij versprochen hat, sieht ruhig, hier ist jene steht. Je brauchen je nicht Meid merken, hier kann je in Frieden leben. Aber je gehorchten am nicht. Gott hat gesagt, sieht ruhig, ich hol ihn hier. Aber sie horchen nur nicht. Sie merken sich selbst Meid. Sie glauben, sie müssen das selbst. Sie verstehen die gute Versprechungen nicht, was Gott gegeben hat. Wenn es dort wir vor allem so ist, wenn das in eine fremde Sprache geredet wird, und das wird so klar, aber sie können es nicht verstehen. Nu wollen wir bis von der an uns die Sache besäumen. Wenn du verlässt, wenn Gott seine wird, nu von der ersten Tag so grausam verlässt hat worden, so ist, wenn dort nicht zu glauben geht, dass Gott die Segen bei dem engen Stand aufhält. Assurance of the saints. Security of the believer. Dort Gott uns bei dem engen Stand aufhält, dort geht nu nicht zu glauben. Dort ist dieses von die Farschen, die nie in einer Sprache sind, was nicht zu verstehen gehen. Und die sind so klar. Die sind so klar, als es werden kann. Da wir dort verachten, da wir dort nicht glauben können, dort spricht dort die wegen Meekness, oder dort die wegen nicht besser wollten. Dort ist wegen sie sind gehasst gegen Gott. Und sie fährten gegen den. Dort ist es, sie sind noch nicht Markt gemerkt. Sie sind es, wenn der Meister ihren Hafenturm abgesagt, aber sie fährten gegen ihn mit alles, was sie kennen. Und sie tun sich so, wenn sie nicht wollten, was das meint, wenn der Meister an diese Linie redet, oder wenn eine andere, dann bist du jetzt anders. I mean, ist uns das von der umfragen, wenn wir Menschen dort all kennen, mit der Bibel wiesen und sagen, guck mal, hier sagt das ist dort. Das sage ich, hier ist es dort. Das war nicht so meint, nicht? Erwartet? Das meint, was du sagst. Das meint, was du sagst. Und er sagt, so als er versprochen hat, sieht ruhig. Wer versprochen hat? So als Gott versprochen hat, sieht ruhig, hier ist jene steht. Die brauchen nicht Meid merken. Was meint das? Nicht Meid merken. Die Anstrengung, die kommt nicht von Jünd. Gott hält Jünd. Meint das, dass wir ja nicht bis alle worden überreden, am Jüngelstuhl sitzen und uns können wir nicht anstrengen, für Gott sein Recht zu schaffen? No, das ist nicht, was das hier meint. Aber was das meint ist, geh, was du glauben, mit jene eine Kraft, Gott sein Recht die Fähre zu bringen, die kann nicht. Die merken eine andere meint, das ist nicht. Alles, was die tun, ist gekommen mit falsches Sauberkraft ab, mit dem, was die Menschen besäbern tun. Und die haben die Meid, und die merken zweimal so gerade das Hallen von da aus gesalzt sind. Sag ich, no, Gott hat das versprochen, er wird sein Recht bauen. Wir sind deiner in sein Recht. Wir sind Sklaven in sein Recht. Wir sind nicht willekürlich abgestaubt in den Meister den Meister sein Lohn. No, wir sind gemerkt, was da immer reut stehen, dann wenn der Meister der ist verbrücken, dann sagen wir, dann ist heu wach mit uns. Dann nimmt heute Lien und heu lehrt uns. Er sagt, und nu sind jünt den Herrn seine Wert, als wenn ich was uitwendig sei. Kijk maar wat er hier sagt. Und nu sind jünt den Herrn seine Wert, als wenn ich was uitwendig sei, dort nicht zu verstehen ist. Menschen, die nicht Meekness, die nicht sanftmütig sind, nicht sich unter Gott seine Genot stellen,
die wat du glauben, so haben die Macht, und sogar bei dir, und das ist so gefährlich, und das will ich so respektvoll sein, als ich kann. Ein Mensch, der du glaubt, dass Gott, der hat Dinge nicht könnt, was er gewollt hat. So ist zum Beispiel, wenn Gott einen Missionary, wo er geschickt hat, und der Missionary wird umgebracht, und dass dann gesagt wird, Gott hat sich hier in Welt, aber der hat nicht könnt, wenn der Missionary wird umgebracht. Aber was für mehr Dinge würden wir abzunehmen? Gott hat gewollt, aber den hat er nicht geglaubt. So eine Lasterung gegen Gott reden, war nicht bestehen blieb. Gott wird so eine Lasterung bestrafen. Und er wird nicht immer luten, sie nun das dort verlastern. Und wenn er so eine Menschen das dort gerut wiesen hat, guck mal, was die Bibel gerut sagt dort. Für dich ist das so, als hij sagt, nu sind den Herren seine wird, als wann ich was uitwendig sei, was nicht zu verstehen ist. Und als wann ich immer wahrer sei, was nicht nur zu kommen ist. Hij sagt, es wenn Gott immer wahrer was sagt, was wir bis gleich tun können. No, er sagt nicht so, was wir nicht tun können. Wenn es allmählich wird, dass wir das nicht tun können, was er uns gleich abgegeben hat. Aber nu wat er uns nie gemerkt, nu wat er uns nie hat gegeben, nu können wir das tun, wenn es merkt uns fähig, dass wir das tun können. Wenn es anders, da würde Ezekiel saßen da, die nicht sterben. Er sagt, ich will ihnen meinen Geist geben, und ich will so ein Lied von ihnen merken, was meine Gesetze holen und du noch leben. Wenn es heute das. Meint das, den ersten von den Tag an, was wir nicht hat kriegen, dann sagen wir perfekt, aber wir das perfekt immer 100% tun. No. Aber die Änderung, was Gott wirken hat in uns Leben, das ist du zu sein. Das fängt an von den Tag zu kommen. Das ist zu sein, wir leben nu, so der Jesus uns nie leiden hat. Ich sage, es ist von Gott uns nie, wo wir Sund abgeben, was wir nicht kennen. Weil Moses in Gesetz nur kommen, dass Gesetz perfekt holen, ut uns selbst, da wir allmählich. Aber was er hier reden hat, ist, der redet so, nu wenn Gott uns leiden hat, nu wenn Gott uns in die Linie in der Hand hat, so, nu wenn Gott die Kontrolle hat über uns, als wenn er da nicht so möglich sein, dann ist das möglich. Dann ist das möglich. Wenn es anders, da wird uns Leben nie nicht geändert haben. Dann wird wie ein Hammerkreis in das alte Leben leben. Da würde kein Unterschied an uns zu sein, vom Verdem und nur dem. Und die waren jenen Weichgründen in Dohlfallen. Hier redet von so einer, die nicht sanftmütig sind. Hier redet von so einer, die bis gehen an sind. Was sich nicht lohnt. Und er sagt, die waren jenen Weichgründen. Die waren jenen Weichgründen. Und die waren Dohlfallen. Die waren in den Grund gekommen und festgenommen und weichgeführt worden. Und hier sagt noch mehr, das ist hier noch wieder von Jesaja, über wegen Titzholen, wo wir vielleicht noch mal ein paar Dinge mehr antasten, wo ich noch will klar merken, was sanftmütig ist, wenn wir sagen, als ein Mensch dann bestellt in eine Art geht und versteigt sich und wer auch sich kümmert nicht braucht zu reden. Als eine sanftmütige Person immer stellt und wer sich kümmert nicht nur eine Antwort zu geben. No, eine sanftmütige Person meint nicht, dass das eine stellbleibende Person ist. Eine sanftmütige Person ist auch noch, dass der Beruf für die Wahrheit ansteht. Wenn wir wollten, dass sanftmütig, das ist nicht ohne Kraft. Das ist Kraft unter Kontrolle. Das wie die Kraft zu brücken, die was Gott uns gibt. Und ein von den Beispielen, oder ein von den Begebenheiten, die ich hier will antasten, das ist, wo Paulus und Barnabas großen Gegenstand kriegen. Sie kriegen großen Gegenstand. Und wenn sie großen Gegenstand kriegen, wenn sie nicht würden, dass diese falsche Sanftmut, was dafür gepromotet wird,
Dann würden sie vielleicht bis an die Zeit gehen, dann würden sie, die Mehrheit haben sich unter Dun gemerkt, da würden die das ernst nicht von der ersten Tag, was wir einmal festgehalten. Warum würden wir uns nicht bis in eine andere Kirche unterordnen? Und das Stalt, wir wollen vergleichen mit Stalt. Warum sagen wir hier apart als eine Kirche? Warum müssen wir hier apart eine Gruppe sein? Weil wir wollen eine biblische Gruppe sein. Und wenn wir das noch nicht Raum haben, wenn sie uns zurücksteiten, dann hat Gott uns hier gesagt. Und so dann verdammen sie uns mit, indem wir Beruf sind für die Wahrheit anstehen, wenn ich heute so nicht über jeden die Mehrheit fährt. Erst dort Sanftmut, wenn wir dann würden begeben für dich. Wenn wir uns dann würden die Mehrheit ihre Deutschheit. Erst dort sanftmütig sein. Nee, das ist nicht. Wir wollen in der Apostelgeschichte datieren, du hat Paulus gepredigt, und dann zu den nächsten Sabbat wird das bestimmt, du wird Paulus weiter das Evangelium mitteilen. Und dann, so ist hier an den 45. Vers Anfang, Apostelgeschichte 13, Vers 45, er sagt, am nächsten Sabbat kann meist die ganze Stadt taub, dort Gottes Wort zu hören. Als über die Juden all das Volk sahen, wären sie aufgänstig. Sie sahen sich Paulus in seine Rede gehen an und lasterten über dort, was er sagt. So, nu wären die wahre spanische Menschen, das wären Lehrer, die immer die Kontrolle würden haben, über wann die Versammlungen wären. Und nu dort Paulus so viel gerade Versammlungen hat, dass sie die ganze Stadt töpfen, was sie kümmern nicht haben, könnt mählich mehr, und dass so viele Menschen töpfen. Und nu, wenn Paulus da ist, nicht schafft hat, nu waren sie aufgänstig. Sie wären gleich heran, die Wahrheit, sie wären heran, ihre eine ihr. Und nu, dass Paulus nicht gerade Versammlung kriegt, sei, nu haben sie Trouble. Was er dann? Sie sahen sich Paulus gehen an und die verlassen die Lehre, was Paulus verbreiten, was Paulus, das Evangelium, was Paulus predigen. Sie lasterten darüber, sie sahen sich die gehen. Und was sagt er hier wieder in der 46. Vers? Dann waren Paulus und Barnabas Beruf. Sie sind sanftmütige Menschen. Sie sind sanftmütig. Sie sind demütig. Das Paulus der Korinther schrift, ich fühle mich schwach und flotterheit Angst, das Paulus ist, du wie beendet je was. Ich bin eine jippige Person. Aber die Kraft, was Gott am Jäuf, der hat unter Kontrolle, der hat Gott unter Kontrolle. Das wird die Kraft, was durch den Heiligen Geist kommt, dann passiert das so. Dann waren Paulus und Barnabas Beruf und sehen, Gott muss Gottes Wort das erste gesagt worden, aber willst du das nicht annehmen und Gott selbst nicht wird achten, das euer Leben zu haben, dann gewinnen die nicht Juden. Ich habe gesagt, das ist ein Beweis von sanftmütig sein. Beruf sein und kein Wort zurückhalten. Wenn ihr selbst nicht in den Himmel wollt, und wenn ihr nicht in den Himmel wollt, dann sagen wir am Weg nach der Hall. Und so, wir würden nicht sagen, aber wo wir die rumgehen und verdammt Menschen sagen, die besser am Weg nach der Hall. Weil das ist was Paulus hier hat. Wenn ihr nicht wird achten, das euer Leben haben, was habt ihr dann, wenn ihr nicht das euer Leben habt? Dann habt ihr den ewigen Tod. Ich sage, wenn ihr selbst nicht wird achten, das euer Leben haben, go wie nicht Juden. Wenn ihr das nicht wollen, okay, dann go wie nicht Juden. Gut verloren. Das ist hart. Aber dort meint Kraft und Kontrolle. Und so, wir sehen dort ist nicht aus ein Schlünzer jetzt Karabas Luten in eine eigenen Schmied. No, das stimmt Beruf ab. Dann stimmt er ab, ihrens Beruf ab. Und dann sagt er, will so haft der Herr uns befohlen, ich habe die angestalt, ein Licht für die Nichtjuden zu sein, dort der Radung durch die kann über die ganze Welt gebracht werden. Und das wird ein schändliches Ding, dass ein Juden uns das muss hier. Dort nicht wird die Lehre, diese Radung, was die Juden hupen, was da, wir bist für die Juden, wir bist für das Volk Israel. Und dort nicht die Nicht-Juden, die sollen Teil haben und Gott. Das wir sind, wenn wir von der ersten Tag, wenn uns von der ersten Tag einmal vermummt wird, wir sollen aufpassen, dass wir nicht wem offending tun, dass wir nicht wem steuten tun. Weil, das geht sich nicht so tun, oder Paulus dafür abpassen. Der passt nicht so ab, dass er wem steuten wird oder nicht.
Er sagt, dass du klar ist, dass das ist. Und wir sollen das auch von der ersten Tag nicht. Wenn wir das tun, das hat nichts mit Sanftmut zu tun, das hat mit Schwachheit zu tun. Wenn wir das nicht tun. Und dann soll wie noch eine steht in Apostelgeschichte 4. In Apostelgeschichte 4, Vers 18. Dort ist, wo Petrus und Johannes dann festgenommen worden. Und wenn du passiert ein Wunder, du wird das 40 Jahre schon machen, was noch nie nicht hat können gehen, der wird wunderbar geheilt werden. Und Petrus braucht dort soll die Jerusalem das Evangelium zu verbreiten, dort noch mehr Menschen zum Glauben kommen, und deswegen werden sie festgenommen. Und am nächsten Tag ist er endlich für das Gericht haben. Und dort sie du musst eine Antwort geben, über was passiert ist, steht Petrus, du bist sehr Beruf für das Evangelium an, steht Beruf an für Christus. Und dann machen sie da immer rausgehen, und als sie endlich waren, die Trainer gerobt haben, dann, die Pharisäer haben sich bereit, okay, wir können hier nicht gegen streiten. Du hast ein Wunder passiert und alle Mann weit dort, das können wir nicht verlieren. Aber was wir dir wen verbeiden, das kann nicht mal an Jesus Namen reden. Weil, was glaube ich passiert von dir? Sind nur Menschen, hier sich in der Frage, und die Menschen von der ersten Tag Rama ansehen, und die wollen haben, wie sollen still sein, wie sollen nicht mal das Evangelium verbreiten? Ganz sicher. Ganz sicher. Und wenn wir sanftmütige Menschen sind, was glaube ich, was wir tun? Da wollen wir mal das hier lesen. Und sie raubt den Namen. Die Pharisäer ist unter sich, haben diese Erholung gehört und haben bereit, was sie wollen tun. Sagen, okay, wenn wir das verbeiden, sie haben nicht mal den Frieden in Jesu Namen zu reden, nicht? Er sagt, und sie raubt den Arm und verboten Arm, jemals in Jesu Namen zu reden oder zu lehren. So, wenn wir nicht eine falsche Sanftmut haben, dann würden wir uns aus dem Schlaf mit Kader luten und eine Art schmieden und sagen, well, okay, wenn die nicht wollen, dann wenn die mir nicht den Frieden geben, dann weg. No. Ein sanftmütiger Mensch, Kraft unter Kontrolle, das setzt es steht. Was wir hier nicht von Petrus sagen. Aber Petrus und Johannes sagen, recht für ihn selbst. Das ist Beruf. Recht für ihn selbst. Auf dort in Gott seine Ehe und Reich ist, dass wir mehr eine Jündharknis nach Gott. Das ist Sanftmut. Recht für ihn selbst. Dass wir würden mehr eine Jündharken als nach Gott. Weil wir können nicht anders, als davon reden, wo wir hier in Jesaja haben. Wir können nicht mal anders. Warum können wir nicht anders? Uns ist ein Turm abgesagt worden. Uns ist bandig gemerkt worden. Und der Meister, der uns leiden, der die Linie in der Hand hat, der sagt, wir können nicht anders. Das würde wir nicht anders können. Apostelgeschichte 15. Noch ein Thema von Sanftmut. Sanftmütig sein kann auch mal dazu kommen, dass wir in herzhaften Streit ankommen mit anderen Menschen. Wegen wir stehen für die Wahrheit an. Das ist auch Sanftmut. Wegen wir stehen für die Wahrheit an. Dann sage ich es dir. Apostelgeschichte 15, Vers 1 und 2. Dann kamen gewisse Männer von Judäa in Lieden der Brüder. Wenn die nicht in der Moses Ort beschneiden lassen, kann die nicht säulig werden. Das braucht Paulus und Barnabas in einen herzhaften Streit mit an. Wir würden sagen, das geht sich nicht so friedlich, nicht? Das braucht einen herzhaften Streit mit an. So, dass sie sich einig waren, Paulus und Barnabas und einige von an, nur die Apostel und Ältesten in Jerusalem zu schicken, um auszufinden, wo sollte diese Frau stünden. Und andere wird, Paulus und Barnabas, die sahen sich mit Feiten hingegen diese falsche Lehre. Und sie hatten einen großen Streit mit ihnen. Und sogar, dass sie bei durchkamen, zum Ausfingen, sie was jetzt an. Ist das von den anderen Aposteln geschickt worden? Von wem kommt das? Was geht hier an? Und wir wollten dort, als Paulus und Barnabas dann in Jerusalem waren, und sie haben lang sich gestritten. Da will nicht, dass sie sich erholen. Sie haben sich gestritten. Sie haben sich mit den Priestern gestritten, was wir zum Glauben gekommen, und die bleiben sehr hart auf das Judentum stehen. Und dann haben sie noch einmal ein Meeting mit den Aposteln. Und du und auch, sie haben eine lange Streiterie. Sie haben ein Debatte.
Und dann kommen sie ab das eine stehen. Woran war wir Gott versegen? Wenn Gott der Haft, der soll je gut gegeben aus uns, ohne Beschneidung, warum wollen wir der Jünger nur noch ein Jahr ableihen? Was wir nicht muss alles an können drehen. Das ist, was eine Streiterie dort für bringt, wenn wir für das Gute streiten. Ich will nicht sagen, wir wollen uns herangehen und streiten mit Menschen. Das ist absolut wahr. Und so viel Mal wird uns das jetzt festgehalten und sagen, wir kommen nicht hier streiten. Vielleicht sollen wir mal. Vielleicht sollen wir uns mal streiten. Vielleicht können wir dann mal bei der Wahrheit. Vielleicht sollen wir uns mal streiten. Wenn wir sehen, dass Paulus und Barnabas die deuten. Die kamen in einen herzhaften Streit. Dort sanftmütig sein. Für die Wahrheit anstehen und nicht biegen. Even wenn es eine Streiterie ist. Die Menschen, die nicht kommen sagen, wir wollen nicht streiten. Weißt du, was jemand dort sagen? Weißt du, was jemand dort sagen? Wenn wir die Wahrheit mit so einer eigenen, so dass wir Weltmenschen und Christen haben mit so alle mit so rein verantwortlich werden. Wenn wir das bis mit so alle, wenn wir das mit so mit Zucker beschmieren, dass wir mit so rein sind. No! Wir können nicht rein sein mit der Welt. Wir können nicht. Das betont sich in einen herzhaften Streit anzukommen, wenn wir das handelt sich um die Wahrheit beschützen, um dort für die Wahrheit anstehen. Wir können nicht, wenn wir sanftmütig sind, dann stehen wir ewig für die Wahrheit an. Das ist noch eine Begebenheit in Apostelgeschichte 16. Du wir noch ein Denk, was von der Tag viele Menschen nicht würden sagen aus Sanftmut teilen, dort erst, wenn wir im Gerecht für uns Reich anstehen. Du würden sie uns vielleicht weiter verlangen, dass wir sollen uns das schloppet Kara luten in eine eigenen Gliedern. Und mit dort nehmen die, was Jesus sagt, wenn die wer bereichte Berg schlägt und drehen der linke Hand, die nehmen das ganz in Kontext, was Jesus da meint. Aber wir müssen kicken, was Paulus hier tut. Heißt sanftmütig, heißt demütig, wir weiten, dass Paulus, der bleibt bei dem einen Stand auf, er wird gottesfürchtig. Aber am Wort im Gefängnis eingestorben, arg. Der Römer hat keine Recht gehabt, am im Gefängnis anzustarben. Das haben die bis ganz glücklich getan. Der Rechter, der würde Reich gesagt, in einen grillig großen Trouble gekommen sein, wenn das wir wieder im Gesetz gehen. Aber wir weiten, dass Paulus und Silas, die waren im Gefängnis gestorben. Gott hat ein Wunder durch, dass es durch ein Erdbeben gab und dass sie losgelassen wurden und dass die Gefängniswächter, die kamen zum Glauben. All das passiert durch. In den nächsten Tag Smars. Die Wächter, die nimmt Paulus im Haus an. In den nächsten Tag Smars. Dann sagt er, das ist das. In Apostelgeschichte 16, Vers 35. Und als dort ihr stark wir, schickten die Staatsrechter. Das sind die Rechter, die verantwortlich werden, Recht die Kirchen ist. Die haben einen Abruf von der höheren Regierung. Wenn man das auf einmal wollen, Anrecht wem rechten, dann sind sie im Trouble. Ich sage, als dort ihr stark wir, schickten die Staatsrechter ihre Deuner, die kommen nicht mal selbst, die schicken bloß ihre Deuner nicht den Wächter, nicht in Wort von Wächter, nicht den Gefängniswächter. Der wird Paulus und Silas hier nach Haft, aber nicht auf die Gefängniswächter, der in sein Haus. Dort heute die Männer soll gehen lassen. Also nicht tun sie geheim, bis nur schicken, hey, lass den Bus gehen. Wenn der Bus verloren würden, dass das nicht was wieder bekannt worden, was wir hier jetzt getan haben. Dann seht die Gefängniswächter zu Paulus, die Staatsrechter haben Wort geschickt, dass du und Silas freigelassen sind, gut in Fried. Und Paulus und Silas würden nicht sagen, okay, muy bien. Dann sagen wir, aber hör noch, was Paulus hier hat. Nicht weil ich bis einer der Kirchen sein, dass das so nicht ist. Als Paulus hier nicht gesündigt hat. Paulus übersehte arm. Sie haben uns ausschuldige Römer öffentlich verhaftet und eingestoppt und regen uns nie in Geheimen loszuwerden? Nee. Nie lot uns selbst kommen und uns hier rütteln. Was bedeutet das? Wenn ein Staatsrechter wird, wo in der Staat wohnen, die kann den alle. Die wissen nicht, das ist ein Staatsrechter. Das ist ein Staatsrechter. Die wissen nicht, das ist der Judge hier von der Staat. Na, sagt Paulus, nicht lot die Juts kommen und uns hier rütteln. Dass der ganze Staat, das wird in der ganzen Staat, das wird über Social Media bekannt gemacht worden. Das geht sich mit selfish von Paulus, nicht? No.
Das wie ein Reich, was Paulus hat. Und du willst jetzt wel wie sein, wenn wir uns würden luten, das falsche System luten anprägen, dort wir sollen uns nicht anders als ein schloppet Karre luten in einer eigenen Gliederin, und Gott hat doch unser Reich verschafft. Dort wir ein Reich haben, hier auf dieser Erde zu leben. Und wir haben das Reich durch Gebrauch von zu merken. Da sage ich, nee, nicht lut an selbst kommen. Gerade so, wenn wir in einer falschen Dämit leben, dann würden wir vielleicht sagen, hier hat Paulus ein bisschen mit Salz gepflegt. Nee, no. Das wird Paulus sein Reich. Und das verbeugt die Bibel auch nicht mal. In den Deiner sehen der Staatsrechter dort, in aus solchen dort Paulus und Silas Römer wären, ward an Angst. Dann kamen sie im Bereden am und brachten am Rüt. Und wenn hier reicht, die brachen am Rüt und brachen an, ihre Stadt zu verloren. Die brachen an Rüt. Das wir nicht so ein Ding, was die können, das was die Staatsrechter wollen. Die wollen die im Geheimen sein, bis weich zu schicken, dass das nicht sollen, dass nicht auf einmal so von da kommen, dass sie haben arg wem verurteilt. Wenn's arg wem verurteilt, das passiert von der ersten Tag nach. Wenn du ein Judge wird gegriffen, wat de arg heeft wem verurteilt, dann traf den de Straf, wat hij heeft aan anderen arg. En dat is even in Moses zijn gezegd. Wanneer du nu een verklarer is, en die kan een verklaar wem, en die verklaart den falsch. En dat wordt uitgevonden, dat hij heeft die persoon falsch verklaard, dan zal de falsche verklarer de Straf krijgen, wat hij zelfs wil gaan, wat hij zelfs wil op den Ascheljen brengen. Weil dort gesagt, sei wie dort, das hat Gott in vielen Ländern ihre Menschen in den Kopf geschrieben. Der hat das in der Gewässer geschrieben und dort sei wie dort schaffen, die ersten Tagen hat viele Städten so. Dort, wenn die was wem verklären, die das wem falsch verklären, dort die Struf, was dieses was ab den bringen, wird ab die kommen, wenn die den falsch haben. Wenn Jana aschelig bist und die hast den falsch verklärt, der Struf, was die wussten, das ab Jan bringen, der wird ab die kommen. Weil dort in der Gefahr, was dieser Rechter wird. Paulus weiß das. Er sagt, dann kommen sie im Bereden an. So wie dort Paulus gehen unfestern dort, so wie dort Paulus in kontra dem anderen mir gehen diese, no, so fängen wir nicht. Aber wir sehen dort eine sanftmütige Person, die wird mehr einmal gebrückt merken von seinem Reich im Land. Wenn ich einen Titel habe von meinem Land, ich kann dit, das hat mein Namen, ich kann alle Tags betont, das ist abrechtig mein Lohn. Und du hast bloß wer die kämpfen, weil mir das mit Gewalt fortnehmen. Es mir dort nicht der Schrift nur verboten, dass ich in den Gesetz gehen und sagen, mir das ist mein Lohn und das ist, was mir hier passiert. Es ist das arg, wenn ich in den Gesetz gehe und Frau am Halb. No, das ist nicht arg, das ist unser Reich. Wenn es um Paulus sei wie dort, wird wie du in den Gesetz gehen und uns dann Geschäft aufrechnen und die Person, die uns sagt, wohl Schulden tun. No. Du kannst wissen, was genug ist. Du kannst wissen, was Vergebung ist. Du kannst wissen, über wie handelt Reich, das Gesetz zu brücken, ein Enterstuhl für das Gesetz in dort Land ans Verreich gibt. So, ich glaube, ich kann nicht alle ganz confused kriegen hier mit dem, was wirklich so für mich ist. Aber wenn wir dort nicht confusen, mit das nicht ein schloppet Karre, was in einer eigenen gegliedert wird, das merkt nicht von sich. No? Das ist Kraft unter Kontrolle. So viel muss sagen, das ist eine Kraft, was Gott uns gibt, aber das ist unter Kontrolle. Das ist eine Kraft, wir können uns mit Gott sein Geist, was der uns gibt, die Kraft unter Kontrolle halten. Dort wir uns nicht euren über die Dinge, wo wir uns nicht über euren sollen. Meint dort, dass wir nie nicht wollen, doll wollen. Meint dort, dass wir Himmel nicht wollen, was uns Himmel nicht wollen, die wird anfahren. Yes, das Wort. Wenn wir mal sagen, wir hören von was schändlich beiset, was du jetzt passiert ist. Und wir würden uns nicht über das Beise euren, da wäre vielleicht was arg mit uns. Wenn Sie mir recht verstehen. Ja. Da wurden die Kinder gestohlen, die wurden misshandelt und vielleicht noch sogar umgebracht. Und wir würden sagen, oh, ich sehe so mit die Person, ich euer mich nicht über so. Wach ich schon, was ist ich mit die? Gott euert sich über die. Gott sind euer erst über so ein Beise ist dort. Und die bist ganz normal über dort. No.
Sanftmut sein, der wird auch noch ein Eier haben. Aber das ist ein gerechter Eier, wenn wir euren uns über das Böse und wir freuen uns über das Gute. Weil wir dort damit dann reich vorgehen sagen, man hat mich bis hier so ein Eier und da bist wenn irgendwo nicht mein Weich ist gekommen, das ist ein rechter Eier. Aber eine sanftmütige Person, der wird noch mal sehr Beruf sein und der wird sich sehr euren über das Böse und der wird noch mal sehr klar reden. Und der wird sehr Beruf sein. Aber der wird auch läuftulich sein, der wird auch Läuf bewiesen, der wird Genug bewiesen, der wird Mitleid bewiesen. Das ist alles mit bei. Aber eine sanftmütige Person, weil wir können nicht so teilen, dass der nicht noch mal sehr Beruf ist und steht für das Rechte an. Ich habe uns auf dort einen Punkt klar gemerkt. Und ich würde hören, wenn du sagst, Meier, was du von dit geredet hast. Und was uns sehr viel halten kann, ein Bruder von Paris, Texas, Corey Freus, der hat eine ganze Serie von dieser Boy-Predigt. Und ich will ihn hören. Hörchen der wirklich an. Und der hat auch einen Punkt von diesem Punkt. Der hat das sehr klar, ich glaube, der hat das sehr viel klarer ausgelegt, dass wir hier von der sagt, dass ihr von der haben könnt. Und du hast gesagt, wenn eine biblische Kirche ist und da haben biblische Lehren und wie kommt hier Salz, vielleicht mit Wasser Dinge nicht ganz klar, weil wir mal andere taub. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwo falsch anhören tun, aber weil wir wirklich uns halten lassen von anderen. Weil wir kicken, wo kicken da an das an? Was kicken, also biblisch oder ist das nicht biblisch? Aber ja, ich würde mal dort wollen zum Schluss gehen. Vielleicht habe ich das hier war ein bisschen übertrieben, aber anyway. Ich wünsche Ihnen alle Gottes Segen und ich würde bis fragen, weil wir zum Schluss gehen mit dem Gebet. Lieber gerechter Vater, wir kommen noch einmal verdienen, wir danken dir für dein Wort, was das so klar ist, und wir danken auch für deine große Gnade, und wir danken auch, dass du uns hast, dass du uns Hart gegeben, dass wir für deine Wahrheit anstehen, für deine Lehre und für die Bibel, dass du uns hast, viel im Hart gegeben, das zu tun. Und Herr, möchten wir können nicht eine falsche Ansicht kriegen, was das ist. Beruf für die anstehen, Beruf für das Evangelium. Möchten wir einmal klar sein damit, dass wir das nicht ewig tun, auf eine menschliche Weise, aber dass wir das ewig tun, wegen die was das wird. Wir tun das ewig für die. Himmlischer Vater, möchtest du dir das geben, dass alle Wegen, die dein Wort wird da verbreitet und dass immer da was du nicht gekriegt, was die Bibel sagt, und nicht so sagen, was die Menschen denken. Himmlischer Vater, die allein hast das alle in deiner Kontrolle. Die allein kostet sie tun, dass die das was und wegen bad wie. Herr, musst du deinen Namen groß machen und alle Wegen, deinen Namen verspreiten, alle Wegen das Evangelium muss verspreit werden und musst die den Geist ausgeben, dass mehr Menschen machen da auf sein für das Evangelium und möchten die Menschen von der humanistischen Lehre da aufkommen, möchten die, dass immer da sein kann, dass das menschlich ist und nicht biblisch. In Jesus' Namen beten wir das. Amen.